Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, ich sage euch meine Einschätzung zum Spiel, mein Tipp und wir schauen uns an, wie ich die Startelf ins Rennen schicken würde gegen den FC St. Pauli. Ja, ich nehme es vorweg, mein Tipp ist ein 3:1. Ist jetzt kein übermäßiger Tipp. Ja, jeder erwartet wahrscheinlich, was weiß ich, 4, 5, 6 Hütten. Ähm, Gerade nach so einer Niederlage in der Champions League, I don't know. Wir werden sehen. Kann natürlich sehr gut passieren, ja, dass es so kommt, gar keine Frage. Pauli seit, was, 8 Spiele in Folge verloren oder was. Auf der anderen Seite, Pauli hat so gar nichts zu verlieren, haben ganz gute Standards. Da sind wir ja ein bisschen anfällig gerade. Ja, am Ende des Tages wurscht. Am Ende des Tages musst du das Spiel gewinnen. Ob das jetzt 1:0, 2:0, 3:0, 18:0 ist. Die 3 Punkte sind wichtig, die müssen wir holen. Und ja, die Art und Weise ist ganz interessant, denke ich. Ich denke, wir müssen ein bisschen Frische auf den Platz kriegen. Ja, wir spielen Mittwoch gegen Union, Pokalspiel. Ich denke, da wird ja, so eine Leistung, wie wir sie bei Arsenal gezeigt haben, wird gegen Union nicht reichen. So, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das heißt, da müssen alle Spieler fit sein. St. Pauli ist jetzt nicht der Übergegner seit 8 Spielen, wie gesagt, ohne Sieg, ohne Punkt. Also heißt das aus meiner Sicht völlige Rotation und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, im Tor brauchen wir gar nicht drüber reden, gehört 'ne Uhrbichchen. Manuel Neuer nach 3 katastrophalen Spielen mit Aussetzern und Fehlern und Unsicherheit in diese Mannschaft bringen, gehört nicht auf den Platz. In der Innenverteidigung, ja, Upamecano sollte 'ne Pause kriegen. Ich denke, auch das war ersichtlich. Schon im letzten Bundesligaspiel und auch dann gegen Arsenal war es ersichtlich, dass er absolut nicht auf der Höhe ist. Min-Jae Kim hat souveränen Eindruck gemacht. Von daher gehören für mich Tah und Kim auf 'n Platz. Ja, wir können natürlich, also 'n Kim gehört so oder so auf 'n Platz. Ähm, Upamecano hier als Alternative eintragen. Ja. Für mich gehört 'n Ito auf 'n Platz, und zwar als Linksverteidiger. Auf die rechte Seite, auch da würde ich 'n Stunny 'ne Pause geben, solange 'n Boe da ist. Wie gesagt, hat die seine Chancen, die er hatte, hat er ordentlich gespielt. Jetzt nicht überragend, aber ordentlich. Von daher gehört 'n Boe in die Startelf rein. In der Zentrale gehört für mich 'n Conny Laimer zusammen mit 'n Tom Bischoff. Kimmich sollte draußen bleiben. Auch der wirkte maßlos überspielt, nicht fit. Ich denke, das ist wichtiger, dass er ja, dass er für Union fit wird. Conny Laimer würde ich erst mal bringen 'ne Halbzeit. Ansonsten kannst du natürlich für 'n Conny Laimer jederzeit 'n Goretzka oder 'n Pavlo bringen. Ähm, Einfach Frische, ja. Tom Bischoff sollte durchspielen auf der Posi. Ansonsten Ito, ja, muss man da gucken, wie die Fitness reicht, aber ich denke mal, er wird nicht in der Mannschaft stehen, wenn's nicht reichen sollte für 90 Minuten, aber ansonsten kannst du natürlich dann Ito auch rausnehmen, kannst 'n Conny Laimer da hinziehen, kannst 'n Tom Bischoff da hinziehen und, bringst in der Zentrale halt 'n Pavlo, ja, was auch immer. Ich mache mal Pavlo hier als Alternative noch mit rein. So, hier können wir uns Stunny mit reinnehmen. Wie gesagt, 'n Kimmich würde ich ganz außen vor lassen, den würde ich gar nicht erst mitnehmen. Der kann sich auf die Tribüne setzen, kann sich mal 'n bisschen ausruhen. Und gut ist, ja. Gut, kommen wir nach vorne. Auch da würde ich komplett durchchangen. Was heißt komplett? Komplett haben wir natürlich nicht. Natürlich Luis Diaz, der ist frisch. Ich würde Nicolas Jackson vorne reinstellen. Ich würde Lennart Kahl bringen auf der rechten Seite. Michael Olise würde ich draußen lassen und in der Mitte würde ich 'n Guerreiro bringen. Also doch schon komplett durchgewechselt, ja, wenn wir so wollen. Einfach die anderen Jungs schonen. Ganz einfache Kiste. Wie gesagt, man muss jetzt einfach mal, selbst wenn, also noch mal mit dieser Mannschaft darf das nicht in die Hose gehen, wenn wir uns das jetzt gleich noch mal angucken gegen St. Pauli. Aber sollte das der Fall sein, dann musst du das in Kauf nehmen. Punkt. Ja, wir sind seit Jahren im Pokal keine Nummer mehr. Es wird Zeit, dass es
was wird. Bei Union musst du topfit sein. Das wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Selbst wenn du topfit bist, wird es eine harte Kiste werden. Also von daher, ja, wäre das meine Ausstellung. Wir können hier noch einen Winston Mike mit reinnehmen. Ja, wir können natürlich jetzt einen Guerrero, könnten wir noch einen Karl, Ulisse, bla und so, ihr wisst, wer auf der 10 alles spielen kann, ja. Ähm, Das wäre meine Aufstellung. Völlige Rotation, ja, 100%. Wie gesagt, es ist einfach an der Zeit, ja, Frische. Frische, Frische, Frische. Ich denke, es hat das Arsenal-Spiel gezeigt. Ja, da waren wir nicht frisch in der zweiten Halbzeit. Wir spielen zu Hause. Diese Mannschaft, die hier auf dem Feld steht, die muss locker ausreichen, um St. Pauli zu schlagen. Also da brauchen wir jetzt auch nicht drum herum eiern. Wir haben noch einen Serge Gnabry, ja, der sollte ja auch nicht. Den können wir halt auch noch eintragen als Alternative. So, ja, Bums. Aber ansonsten, das wäre meine Aufstellung, Leute. Völlige Rotation. Es ist super wichtig, dass die Schlüsselspieler wie ein Kimmich, wie ein Opa, wobei man Opa jetzt vielleicht nicht unbedingt als Schlüsselspieler sehen muss, aber auch so ein Stunny, dass die einfach mal eine Pause haben. Ja, wird wichtig sein. Conny Leimer hätte man natürlich, ja, wir könnten natürlich auch mit dem Leon anfangen. Für Conny Leimer kann man auch drüber reden. Wäre vielleicht auch noch eine Option. Ja, ich baue das auch mal um. Wir nehmen an Conny und bringen Leon. Ich meine, solange Leon da ist, sollte es ja wohl wenigstens für St. Pauli reichen. Ich bin kein großer Freund von Leon auf dieser Posi, aber wenn wir sagen, da ist er, wenn wir den ganzen Bums dann einfach mal so gestalten, dann bin ich ein Fan von Leon. Ich denke, wenn Leon der klare Sechser ist, dann ist Leon ordentlich dabei. Und wenn Bischof der klare Achter ist, der das Spiel gestaltet, sollte das auch sehr, sehr gut klappen. Auf einer Höhe brauchen die beiden nicht spielen. Und dann hast du einen Conny Leimer nochmal, der auch draußen ist. Und den hättest du dann noch als Option, als wenn Ito nicht mehr kann. Aber da hast du dann auch noch einen Stunny etc. Ja. Also ihr seht, wir haben genug Optionen dann draußen. Und ja, wir können die ja zur Not auch nochmal 20 Minuten reinwerfen, wenn es wirklich hart auf hart gehen sollte. Aber wenn nicht, ich würde die Leute schonen. Ich würde sie komplett schonen. Wenn ich was wechsle, ja, dann muss halt mal der ein oder andere Jugendspieler herhalten. Ja, setzt 2, 3 Jugendspieler mit auf die Bank. Kann ja alles nicht so schwer sein. Ich meine, mit einem Wisdom Mike hast du eh schon einen da sitzen. Wie gesagt, auf den Kimmich würde ich komplett verzichten. Kann man vielleicht auch beim Gnabry sagen, auch der wirkte nicht fit, genauso beim Opa. Die kannst du dann, ja, da müssen die jungen Spieler dafür auf der Bank sitzen, ja, dass du die bringen kannst und gut ist. Gut, ja, das wäre meine Aufstellung gegen den FC St. Pauli. Voller Fokus natürlich auf Pauli und auch auf die, ich meine, da läuft immer noch ein Jackson vorne rum, Lennart Kahl auf der rechten Seite und ein Diaz links und ein Guerrero auf der 10 und ein Tom Bischof dahinter auf der 8. Also wenn das nicht reicht, um Torchancen gegen St. Pauli zu kreieren, ist auch irgendwas verkehrt. Ja. Und in der Abwehrreihe mit Ito, Kim, Tah und Boe und ein Goretzka davor sollte das auch möglich sein, dass man gegen St. Pauli gut steht. Ja. Also über was reden wir hier? Ja. Also, Leute, das ist meine Aufstellung. Rot-weiße Grüße gehen raus. Hoffentlich auch ein gutes Spiel. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde